Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum dritten Spieltag bei der Club WM gegen Benfica Lissabon. Bevor ich da ein bisschen was zum Spiel sage und einen kleinen Ausblick auf den kommenden Gegner. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, abonniert. Ja, lasst ein Abo da, abonniert den Kanal. Doppelt gemoppelt hält besser. Schreibt einen Kommentar, gebt ein Like, gebt ein Dislike. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Wa? Gut, 1:0 verloren. Am Ende des Tages verdienterweise, muss ich sagen. Und zwar gab es da doch einige Sachen, die ein bisschen wild waren. Aber kommen wir mal zum Spiel. Fangen wir mit dem Spiel an, bevor wir mal ein bisschen in ein paar andere Themen abschweifen. Zum Spiel, erste Halbzeit. Tom Bischoff ist aufgefallen, weil er der Einzige war, der ein bisschen beweglich war, der sich öfter mal angeboten hat, der ein bisschen mehr gelaufen ist. Palhinha ist als Zweiter aufgefallen, indem er ein bisschen robuster war, auch wenn er einen Zweikampf verloren hatte, der relativ wichtig war. Ansonsten war er aber der sich wenigstens mal in den Mann gestellt hat und ein bisschen Präsenz gezeigt hat. Alles andere war, weiß ich nicht, war nicht zugegen. Ja. Ja, klar, wir können jetzt kommen, Kunstrasen, 40 Grad, 100 Grad wahrscheinlich auf dem Feld und alles gut. Der Gegner hat auf demselben Platz gespielt, bei denselben Temperaturen. Punkt. Ja, über mehr brauchen wir nicht reden. So, fertig aus. Ja. Dass man diese Mannschaft da aufs Feld geschickt hat, ist für mich eine Katastrophe. Ist für mich eine Katastrophe. Ganz einfache Kiste. Ja. Komme ich gleich drauf. Zweite Halbzeit, man hat es gesehen, 3 Wechsel, Kimmich, Olisse, Kane. Ja, es war ein anderes Spiel. Ja, es war ein anderes Spiel. Allein wie ein Pavlovic dadurch profitiert hat, dass ein Kimmich auf dem Feld war, welche andere Spielweise er direkt hatte und nicht mehr dieses, ach ja, ich mache hier den Sicherheitsquerpass und nach hinten Toni, sondern er hat die Bälle wieder nach vorne getragen, hat immer den Blick nach vorne gehabt, auch wenn nicht immer was frei war. Hat viel versucht, hat dann auch noch die Torchance gehabt. Leider ein bisschen weggerutscht beim Torschuss. Aber man hat vor allen Dingen auch gesehen, zumindest in den 20 Minuten, wo Kimmich Luft hatte, ja, wie wichtig ein Kimmich aktuell, wenn wir dieses System spielen, für diese Mannschaft ist. Ja. Vergleich das mit der ersten Halbzeit, wo wir keinerlei Idee hatten. Wir hatten keinerlei Spielidee. Ja. Keiner hatte eine Idee. Nochmal, der Einzige, der ein bisschen was versucht hat, war Tom Bischoff. Hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, ja, am Anfang ein bisschen schüchtern gewesen, so, dann nach einer Viertelstunde war er der Einzige, der sich da mal bewegt hat, der versucht hat, was anzukurbeln, der sich auch hat fallen lassen, der gemacht, getan hat. Alle anderen, ja, gib mir den Ball und schnell weg mit dem Ball, ja. Ich verlange das nicht von Palhinha, das ist einfach kein Palhinha. Palhinha ist kein Spielgestalter, ja. Trotzdem war da auch noch ein Pavlovic auf dem Feld, der, weiß ich nicht, warum auch immer, eine katastrophale erste Halbzeit gespielt hat. Das war viel zu viel auf Sicherheit, viel zu viel Geschwindigkeit rausnehmen, Querpässe, Pässe nach hinten, einfach nur Ballbesitz. Man hatte das Gefühl, auch ja, komm, wir pimmeln uns hier den Ball zu, scheiß drauf, wir machen 0:0, reicht uns ja. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Ja, ich wäre fast eingeschlafen. Ich wäre fast eingeschlafen in der ersten Halbzeit. Das war von unserer Mannschaft nichts. Absolut gar nichts. Ja, das war von Benfica jetzt auch nicht die Oberwelt und Angriffsfußball und bla und Sülz. Warum auch? Die haben uns einen eingeschenkt, haben sich hinten reingestellt und haben geguckt, was macht der FC Bayern? Ja, wir tun das Nötige, was ist. Und wenn so, dass ich einen Konter anbieten, nehmen wir mal einen Konter mit. Ja, hat man dann ja auch noch gesehen. Katastrophe. Zweite Halbzeit, ja, aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir natürlich das Unentschieden verdient gehabt. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn man dann einen Leroy Sané auf dem Feld lässt, aus welchen Gründen auch immer, ja, der die letzten 5 Jahre nachgewiesen hat, dass er einfach eine absolute Flachpfeife beim FC Bayern ist und in der ersten Halbzeit schon nicht zu sehen war, dass ich den dann auf dem Feld lasse, ja,
Da muss ich sagen, ey, verdienterweise. Da könnt ihr mir jetzt auch wieder erzählen, was ihr wollt. Ey, da hätte selbst ein Kingsley Coman stehen können, da hätte selbst ein Karl stehen können. Ich garantiere euch, hätte Fahrradkette, wissen wir nicht. Egal wer da gestanden wäre, der hätte auf jeden Fall einen von diesen 3 Riesendingern, die Leroy Sané in der zweiten Halbzeit hatte, gemacht. So, Punkt. Ja. Und da muss man sich nicht wundern und deswegen meine Einleitung von diesem Video verdienterweise verloren. Ja, verdienterweise. Ja. Weil das hat gar nichts mit Leistungsprinzip zu tun gehabt. Dass dieser Spieler überhaupt bei dieser verfickten Club-WM dabei ist und dann noch 90 Minuten durchspielt. Ja. Das zeigt dann höchstens den Stellenwert dieser Partie, ja, die Startaufstellung schon gezeigt hat. Die Startaufstellung hat nämlich gezeigt, oh ja, ist uns eigentlich egal, komm. Ist warm, der Gegner wird schon nicht so Bock haben. Lass uns unentschieden, lass uns 0-0 spielen. Genau so haben wir gespielt. Wir haben nicht gespielt, komm, wir haben Bock, wir wollen gerne ein Tor erzielen in der ersten Halbzeit. Wir haben von Minute 1 an gespielt. Komm, schön, den Ball in der eigenen Reihe, ein bisschen rumpimmeln. Ja, sorry, Alter. Ja, das ist nicht Bayern-like, das ist gar nichts. Das ist eine Farce gewesen, diese erste Halbzeit. Und kommt mir nicht mit dieser scheiß Temperatur- und Kunstrasen-Ausrede, Alter. Nochmal, der Gegner hat dieselben Voraussetzungen. Und der Gegner hat es auf jeden Fall viel, viel besser gemacht in der ersten Halbzeit, wie wir es gemacht haben. Wir haben nicht einen Torschuss gehabt. Geschweige denn eine Torchance. Ja. Also, Punkt. So, zweite Halbzeit. Wie gesagt, wenn es gefährlich wurde, wenn Kimmich was eingeleitet hat, die ersten 20 Minuten. Ansonsten Michael, wie immer, wenn Michael irgendwas initiiert hat, dann wurde es gefährlich vorne. Einmal Tabby halt gut in Leroy eingesetzt. Ja, und das ist es. Auch ein Thomas Müller. Sorry, auch ein Thomas Müller war erste Halbzeit schon nichts, zweite Halbzeit nichts. Zweite Halbzeit schon gar nichts mehr, weil er einfach tot ist. Was auch normal ist, wenn man so ein alter Sack ist. Will ich ihm gar nicht vorwerfen. Ja, und dann sage ich euch ganz ehrlich, verdienterweise 1:0 verloren. Und am Ende des Tages, aus meiner persönlichen Sicht, freue ich mich darüber. Ich freue mich darüber, dass wir verloren haben. Warum? Leute, ich muss mir nicht, keine Ahnung, sehr wahrscheinlich wird Chelsea Zweiter werden, es sei denn, die verlieren oder Tunis muss einen Punkt holen, was weiß ich, weiß gar nicht, die gegeneinander spielen oder was. Ist mir auch wurscht. Doch Tunis spielt gegen Chelsea. So, das heißt doch nicht mehr, dass Chelsea weiterkommt. Kann auch sein, dass Tunis weiterkommt. Aber ich hätte mir nicht wieder ein Spiel Bayern gegen Chelsea im Achtelfinale reinziehen müssen, Alter. Dafür brauche ich keine Club-WM schauen, ja. Ich freue mich auf ein Spiel Flamengo gegen Bayern. Ist natürlich das viel, 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 viel schwierigere Spiel, ja. Ich denke, das zeigen die brasilianischen Mannschaften gerade, wie sie die europäischen Mannschaften teilweise dominieren. Da kann man natürlich jetzt sagen, ja, liegt vielleicht daran, dass da halt 30, 35, 40 Grad sind und die das einfach gewohnt sind. Mag mit Sicherheit irgendwo ein kleiner Faktor sein. Aber man muss den brasilianischen Fußball auch nicht so kleinreden, wie es teilweise getan wurde vor der Club-WM. Und immer dieses Großkotzige der europäischen Vereine, ja, ist doch eh wieder ab Achtelfinale sind doch eh wieder nur europäische Mannschaften da drin. Ja, dann schaut euch mal die Tabellen an. Ja, also von daher freue ich mich auf das Spiel. Ja, ich freue mich darauf, dass wir gegen Flamengo spielen. Das ist endlich mal wieder ein Spiel, was ich halt nicht 3-mal im Jahr sehe, gefühlt. Ja. Von daher bin ich froh, dass wir am Ende nicht noch das Tor gemacht haben. Ja. Sag ich selten, aber so ist es einfach. Ja, für mich ist das interessantere Spiel gegen Flamengo. Ist mit Sicherheit das schwierigere Spiel. Ich bin sehr gespannt. Aber am Ende des Tages, Alter, wenn du da hinfährst und sagst, du willst das Ding da gewinnen, du willst einen Sieg spielen, ja, dann musst du halt auch die schwersten Gegner schlagen können. Ja. Und nochmal der andere Punkt, den ich mache, wenn man mit dieser Einstellung und dieser Aufstellung in dieses Spiel geht, dann hat man es einfach auch verdient, gegen die stärkste Mannschaft zu spielen. Aus der anderen Gruppe. Ja. Ganz einfache Kiste. Ja. Weil nochmal, aus meiner Sicht ist man in dieses Spiel gegangen, ach ja, komm, wir werden uns schon irgendwie da auf 0-0 einigen, werden da ein bisschen rumpimmeln und gut ist. Ja. Und genau das wurde bestraft und zu Recht bestraft.
So, was gibt's zu kritisieren an der Ausstellung? Gibt's zu kritisieren, dass ein Palinja aufgestellt wurde? Jein. Ähm, Ich kann es irgendwo verstehen, dass man sagt, man gibt ihm mal eine Chance. Das gegen Benfica, die eigentlich auch eher defensiv agieren. Hat man Palinja gebraucht? Nein. Ja. Palinja war maßlos überfordert, irgendwie das Spiel zu gestalten, weil er das einfach nicht kann, weil das nicht seine Kompetenz ist und das ist völlig fein. Warum hat man nicht einfach Pavlo und Tom Bischof dahingestellt? Ja, warum stellt man Tom Bischof auf einer rechten Außenseite und dann irgendwann auf einer, weiß ich nicht, auf einer halben 10 oder was? Warum stellt man den nicht in die Mitte? Da hat er doch die ganze Saison gespielt in Hoffenheim, auf einer 8. Ja, warum stellt man nicht Pavlovic und Bischof auf die 6 und 8? Hast eine super kreative Mitte. Pavlovic kann Sechser spielen, gar kein Problem. Ja? Und dann hättest du vorne noch einen Zehnerplatz gehabt. Ja? Wo dann halt, ja, meinetwegen hättest du Müller da rumdümpeln lassen. Ne? Müller als Neuner ist halt einfach auch eine Farce mittlerweile. Ja, das war noch nie seine. Also da ist er selbst auf der Außenposition besser. Thomas Müller braucht halt einfach vorne jemanden drin, um den er herumspielen kann. Aber den haben wir ja nicht. Ja, weil man Harry Kane ja draußen lässt. Ja, man könnte natürlich einen jungen Spieler aufstellen, aber das macht man natürlich nicht. Ne? Das macht man nicht. Die nimmt man mit, damit man trainieren kann und ansonsten sind die außen vor drauf geschissen. Ja, im schlimmsten Fall hättest du Gnabry vorne reinstellen können und hättest einen Lennart Karl auf die Außenbahn noch gestellt. Ja, ja hättest du doch machen können. Ja, warum machst du das nicht? Mein Take dazu, hat eine gute Halbzeit gespielt, wo er spielen durfte. Stellt euch vor, du stellst dir den so ein Spiel auf, der performt wieder eine gute Halbzeit oder sogar 90 Minuten oder geschweige denn, er macht noch ein Tor. Ja, dann wisst ihr doch alle, was passiert. Ja? Ich denke, er wird so schon einige Anfragen haben, dann kommen noch ein paar Anfragen mehr dazu. Und dann heißt es nämlich Tschüssi. Ja, weil beim FC Bayern spielst du eh nicht. Ist egal, da spielst du nicht. Da kannst du ein guter Jugendspieler sein. Da kriegst du keine Chancen. Ja, Guerrero in der Startelf. For what? Für was? Katastrophe, der Mann. Katastrophe. Ja, why? Warum nicht ein Adam da rein? Stell ihn doch da rein. Du hast doch eh nicht mit der B11 gespielt. Du hast das Spiel doch eh nicht für voll genommen. Ja, warum haust du da nicht die Jugendspieler rein? Die hätten sich wenigstens den Arsch aufgerissen, Alter. Denen ist das scheißegal, ob da 40 Grad sind. So, die wollen sich zeigen, die haben Bock, die sind heiß. Ja? Wenn du dir mal die Jungs in der ersten Halbzeit angeguckt hast, wer da Bock hatte, ja nochmal, Palinja und Tom Bischof. Der Rest, nee. Ja? Ähm, wenn du schon eine B11 stellst, ja, dann stell doch eine richtige B11. Was macht ein Leroy Sané in dieser Mannschaft? Was macht ein verfickter Leroy Sané in dieser Mannschaft? Der Hohn daran, was macht ein Leroy Sané nach der Pause noch in dieser Mannschaft? Junge, der kriegt Schaum vom Mund. Ja? Katastrophe. Sorry. Das Dingen muss sich ein Company zu 100% ankreiden lassen. Ja, ich habe seine Aussage gehört vom Spiel. Ja, und natürlich wird so ein Harry Kane dann noch kommen. Und ja, und unsere Taktik ist so, wenn der Gegner dann müde ist, dann bringen wir die. Ey, du bringst ein paar Linien rein. Mit einem Pavlovic, die noch nie zusammen gespielt haben. Dann stellst du davor noch einen Tom Bischof hin, beziehungsweise eher auf so einer rechten Außenbahngeschichte, die noch nie zusammen gespielt haben. Dann stellst du dann Leroy Sané, genau, Leroy Sané, Spieler des Monats März 2025 hin, der sowieso gar keinen Bock hat, bei dieser Mannschaft zu spielen, Alter. Da braucht mir keiner irgendwas anderes erzählen. Das hat heute seine Fresse wieder sowas von bewiesen. Dann stellst du den Thomas Müller hin, ja, der in Amerika gehypt wird, als wäre er der Messias, der fußballerisch, aber sorry, der Mann hat einen Einfluss auf unser Spiel, der geht in den Minuswert. Der geht in den Minuswert. Und was erwartest du dann? Erstmal, was ist das für ein Zeichen? Ja, das ist doch kein Zeichen, oh ja, ich möchte unbedingt hier den Tabellenführer, ich möchte unbedingt Erster werden. Ja, weil das ist uns wichtig. Junge, Alter. Sorry. Ey, es ist ja fein, wenn du nimm 2 raus, die du schonen willst.
dann bring doch aber auch Spieler rein, die Bock haben, ja. Aber du kannst doch nicht anfangen, ich nehme jetzt mal alle weg und mach da alle hin, die noch nie zusammengespielt haben und ja, aber dann will ich aber ein Feuerwerk sehen. Ja, Leute. Ja. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Ja, das ist das zweite Mal, dass der Horst jetzt rotiert hat in seiner ganzen Bayern-Karriere. Und das zweite Mal geht es in die Hose. Und wir wissen alle, was das jetzt bedeutet. Es wird nie wieder rotiert werden. Ja? Also, Junge. Katastrophe. Sorry. Einfach das Zeichen, was mit dieser Aufstellung gesetzt wurde. Und die Aufstellung an sich ist eine absolute Katastrophe. Ja, wir können natürlich im Nachhinein, können wir immer alle klug scheißen. Alles gut. Nochmal, es ist auch verständlich bei dem einen oder anderen Spieler. 40 Grad, Kunstrasen, alle, ja, sind alle nicht mehr die Jüngsten. Ja, guckt dir den Altersdurchschnitt an, da fällt es ja eh vom Stuhl. Alles Argumente. Guckt euch die andere Seite an, das war dasselbe. Da ist auch ein Di Maria mit 37 Jahren, der hat 90 Minuten da Vollgas gegeben. Ja. Also, sorry. Ja, das sind alles keine Ausreden. Das war nicht Bayern-like. Und da muss man einfach mal sagen, da hat sich ein Kompany vercoacht. Ja. Und ein Kompany hat das Zeichen gegeben an diese Mannschaft, komm, ist scheißegal, wir sind weiter, der Rest interessiert uns nicht. Wenn dem so ist, alles gut. Ja, dann hat man jetzt aber auch einen brasilianischen Gegner, der uns, wo ich mich sehr auf das Spiel freue. Ja, sage ich euch. Ja, da musst du dann halt zeigen. Ja, da muss dann halt die Top 11 von Minute 1 an ran. Ja, so. Aber wir haben das schon gegen Oakland gesehen. Selbst da wurden keine Jugendspieler gebracht. Ja. Außer Lennart Karl für eine Halbzeit. Ja. Und Adam Atz nur für 6 Minuten. Also ich kann es nicht mehr. Ja. Es geht mir so dermaßen auf die Eier. Ja, jetzt kommt das Argument, ja, Mann, Tom Bischof haben wir ja jetzt gebracht. Keine Ahnung, Leute. Also, das war so, nichts Ganzes, nichts Halbes so, ja. Das war so, ja komm, ich show mal ein paar Spieler, aber ich bringe jetzt auch nicht wirklich Spieler, die unbedingt Zeichen setzen wollen oder sonst was. Auch ein Serge Gnabry, Alter. Ey, bitte, was war das für eine Leistung von Serge, ey? Komm, wir gehen es kurz durch. Ich mache mal die Aufstellung auf. Nee, wir wollten eigentlich erstmal einen Blick in die Statistiken werfen, die ja wahrscheinlich wieder überragend sind. Ich hätte gerne mal die Statistiken nur der ersten Halbzeit hier, aber die hat der FC Bayern leider nicht. Also, Blick in die Statistiken, let's go. Ballbesitz 27,73, Abseitsstellung 1,6, Foul 7,6, Zweikampfquote 58,42, Schüsse aufs Tor 4,4, Schüsse insgesamt 7,13, Ecken 3,6, angekommene Pässe 200 zu 623, Flanken 3,20. Schüsse insgesamt, Sané 5, Müller 2, Ulisse 2. Zweikämpfe, Boe 5 gewonnen, Ulisse 5 gewonnen. Pavlovic 4 gewonnen. Das sind beide Spieler, Boe und Ulisse, die nur eine Halbzeit auf dem Platz waren. Fragen? Keine, oder? Ballkontakte 111 Pavlo, 98 Stani, 81 Upa. Ja. Wie gesagt, Noten vergebe ich nicht. Schon gar nicht bei der Geschichte jetzt. Nichtsdestotrotz. Gehe ich mal einmal ganz kurz so ein bisschen durch hier. Neuer, ja. Und den Tor konnte er nichts machen. Hat er noch 1, 2 Bälle sogar ganz gut gehalten. An Neuer lag es heute definitiv nicht. Boe fand ich, hat es ordentlich gemacht. Opa, ja, hat direkt erste Halbzeit mal 2, 3 Mal den Lieber zusammengepfiffen. Das fand ich gut. Ansonsten sah er dann bei der Chance in der zweiten Halbzeit sah nicht gut aus. Deswegen kam auch der Wechsel völlig zurecht. Stani hat es eigentlich ordentlich gemacht, fand ich. Guerrero für mich eine Vollkatastrophe. Palhinha, wie gesagt, für seine Verhältnisse hat er das gemacht, was er kann. Das war okay. Pavlovic, erste Halbzeit Katastrophe. Zweite Halbzeit war es okay neben Kimmich. Tom Bischof war immer noch der am auffälligsten war, der sich übrigens ein bisschen bewegt hat, der ein bisschen was versucht hat. Leider hat er keinen gefunden, der nur ansatzweise mit ihm mitspielen wollte. Ja. Leroy Sané, Leute, dass ich den Namen überhaupt hier nochmal aussprechen muss bei dieser Club-WM ist eine Farce. Ja. Eine Note unendlich 6. Serge Gnabry unendlich 7, weil er die Rückennummer 7 hat, Alter. Auch Gnabry, bitte dich. Eine Aktion hat er gehabt. Ansonsten, Alter, ich kann ihn nicht mehr sehen, die Fresse, Alter.
Die gleichen Scheiß fressen seit 10 Jahren haben wir in dieser Mannschaft, Alter. Und seit 10 Jahren performen diese Leute nicht. Die performen ein Spiel und dann siehst du die 10 Spiele lang nicht. Aber das sind unsere Topstars, unsere Topverdiener. Krieg einen Kackreiz, Alter. Thomas Müller genau dieselbe Schublade. Ja, der Mann ist durch. Der ist über den Zenit. Ich weiß nicht, was der da macht noch bei dieser Club-WM. Sorry, Leute. Den kannst du ja mitnehmen als gute Launebär. Ja, da hat ein Jugendspieler zu stehen. Für Leroy Sané hat ein Jugendspieler da zu stehen. Für einen Guerrero hat ein Jugendspieler da zu stehen. Ja, selbst für einen Serge Gnabry, wenn er so eine Leistung bringt, hat da ein Jugendspieler zu stehen. Und drauf geschissen. Ja, so, die hätten sich wenigstens den Arsch aufgerissen. Geht das in die Hose? Ja, wir reden über den Angriff. Ja. Ich meine, die Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, waren auch nicht zu sehen. So, was hätten jetzt die Jugendspieler schlechter machen sollen? Ja. Und dann hättest du immer noch in der zweiten Halbzeit reagieren können, so wie du reagiert hast. Ja. Ganz einfache Kiste. So. Du hättest natürlich auch gleich mal mit der vollen Garde anfangen können und man sich Signal setzen können, ey, wir wollen hier den ersten Platz machen. Ja. Hättest du natürlich auch tun können, aber das wäre ja zu Bayern-like. Wollen ja Kräfte schonen. Krieg zu viel, sorry. Ulisse, wie immer, ja, war der Mann, wenn irgendwas nach vorne ging, hat er es initiiert. Harry Kane hat 1, 2 gute Dinger gehabt. Konnte sich vorne nicht wirklich durchsetzen. Die Portugiesen haben sehr gut verteidigt. Kimmich hat man gesehen, denke ich, 20 Minuten, in den ersten 20 Minuten in der Halbzeit war Kimmich heiß, hat er Bock gehabt. Danach war es zu viel für ihn, zu warm oder was weiß ich. Vielleicht sind auch die 20 Millionen einfach zu schwer, die er dann jedes Jahr durchzählen muss. Ob da auch wirklich alles überwiesen wurde, weiß ich nicht. Vielleicht hat er zu viel Zahlen im Kopf gehabt dann. Ich weiß nicht, wie so ein Spieler nur 20 Minuten zu sehen sein kann. Ist für mich auch eine Farce. Jonathan Tah, auch man hat es gemerkt, er wollte auf jeden Fall. Ja. Also keiner, er kam rein, war direkt präsent, wollte, bei der Ecke war gleich präsent, hat immer versucht, auch einen Ball mal nach vorne zu bringen. Wir hatten aber auch da relativ wenig Ideen durch die Mitte. Ja. Warum die zweite Halbzeit einen Tacken besser war, 20 Minuten lang Kimmich, der gute Bälle verteilt hat. Punkt B, man hat endlich mal über Außen gespielt, über einen Michael Olise. Ja, so. Man hat endlich mal über Außen gespielt. Da kam noch Conny Daimer, der hat ein bisschen Physis reingebracht, ist ansonsten sehr verpufft, die Einwechslung, muss man sagen. Das war schon viel, viel besser, sonst, ja, und dann gehst du 1:0 nach Hause. Ist ja nichts passiert. Wir sind weiterhin drin in der Club-WM. Wie gesagt, mich persönlich freut es. Ich sehe ein Spiel gegen eine brasilianische Mannschaft. Nicht gegen wieder irgendwelche europäische Kackscheiße, was ich seit 10 Jahren jedes Jahr sehe. Von daher freue ich persönlich mich. Nichtsdestotrotz kann man das Spiel mal so klipp und klar kritisieren. Und da musst du nochmal, ich verstehe eine Aufstellung von Leroy Sané nicht. Ich verstehe die Aufstellung von Leroy Sané, wenn man sagt, und das war das Zeichen, was ich so interpretiere, wenn man sagt, komm, wir bringen eine B11, die Kräfte schont für die anderen Jungs, dass sie draußen bleiben können. Dann verstehe ich, dass man Leroy Sané aufgestellt hat. Dann verstehe ich aber nicht, aufgrund dieser ersten Halbzeit, warum der weiterspielen durfte. Wo war denn Lennart Karl? Wo war er? Der mit Sicherheit dasselbe hinbekommen hätte wie Leroy Sané. Ne? Aber da haben wir natürlich keine Eier für, weil Jugendspieler, Spieler ohne Profivertrag, da scheißen wir einfach drauf. Und das macht mich wütend. Aber gut, dafür sehe ich Sonntag ein schönes Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, sollten wir Sonntag ausscheiden, ja, dann ist es verdient. Und dann kannst du das an diesem Spiel festmachen, weil du hättest den Gegner erstmal aus dem Weg gehen können. Auf der anderen Seite, habe ich schon gesagt, wenn du den Anspruch hast, du willst das Ding gewinnen, du willst hier die fetten Millionen abkassieren, ja, dann musst du halt auch die stärksten Gegner schlagen. Und wenn die brasilianischen Mannschaften gerade starke Gegner sind, dann musst du die halt auch schlagen. Ja. Gut, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus und wir hören uns Sonntagabend. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.